Matthäus 13, Verse 10 bis 17. Seid ihr wach? Sehr gut. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Er antwortete, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört zu, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin und ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren sind verstopft, ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herz nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Und ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Wer von euch hat schon mal erlebt, dass du einem Menschen von deinem Glauben erzählen wolltest und ihm dann voller Begeisterung deine Erkenntnis geteilt hast, aber das ist bei dieser Person nicht angekommen. Also die Person hat dich schon akustisch verstanden, aber es ist nicht in das Herz gedrungen, diese Person. Wer kennt das? Wer kennt das? Ich weiß noch, vor ungefähr 17 Jahren hat ein damaliger Freund mir eine CD in die Hand gedrückt. Eine CD für diejenigen, die schon jünger sind, es ist so eine runde Scheibe. Und er hat gesagt, hör dir das an, hier sind Predigten drauf. Und ich habe das getan. Und ich weiß noch genau, wie die Predigten, was dort erzählt worden ist. Da hat der Prediger erzählt und er ist ins Alte Testament gegangen und hat anhand der Tieropfer im Alten Testament erklärt, dass Jesus wie diese Tieropfer am Kreuz für dich und mich gestorben ist. Und dass wir jetzt versöhnt sein dürfen mit Gott und dass seine Gerechtigkeit uns zugutekommt und nicht wir aus unserer Leistung heraus, unsere Taten heraus gerecht sein können vor Gott, sondern nur das, was Jesus für dich und mich am Kreuz getan hat. Und ich weiß noch genau, wie sich dieser Moment für mich angefühlt hat. Ich habe diese Predigten gehört und die haben mich ergriffen. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen, was in diesem Moment geschehen ist bei mir. Aber es war, als wäre eine große Erleichterung über mich gekommen. Eine große Freude. Wow, Gott liebt mich. Unabhängig von meiner Leistung, unabhängig davon, was ich alles schon verbockt habe. Er liebt mich einfach nur aus Gnade. Und es ist eine Freude und eine Freiheit in mein Leben gekommen und es hat wie Klick gemacht. Aber nicht nur hier im Kopf, sondern mir ist was ins Herz gerutscht. Ich war nicht mehr der gleiche Mensch wie vorher. Ich war ein anderer Mensch und ich war so begeistert davon und ich habe gedacht, andere müssen diese gute Nachricht auch hören. Das kann ich nicht für mich behalten. So bin ich zu meinen Freunden und habe ihnen das erzählt. Und bei einigen wenigen Freunden hat sich eine ähnliche Reaktion gezeigt. Aber bei einem großen Teil meiner Freunde und völlig zu meiner Überraschung, ist das nicht auf Verständnis gestoßen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich einem Freund erklärt habe, ja weißt du, Abraham, der war noch nicht unter dem Gesetz und so. Und dann kamen die Tieropfer, aber Jesus ist für uns gestorben, damit das Gesetz erfüllt wird und wir gerecht sein können mit Gott. Und ich war so begeistert und feier und er schaut mich an und denkt so, hä? Und ich war überrascht, was ist dein Problem? Und dann haben wir angefangen
sind wir in eine Diskussion über den Glauben abgedriftet, warum der Glauben Sinn ergibt, warum er nicht Sinn ergibt und die Welt und das Leid und die anderen Religionen. Und ich habe gemerkt, er kann das einfach nicht glauben. Er kann das nicht annehmen. Entweder will er es nicht oder er kann es nicht. Kennt jemand solche Situationen? Kennst du das? Du bist begeistert. Du denkst dir, wow, also das macht ja komplett Sinn für mich. Das hat mein Leben verändert. Dann teilst du das und dann Bahnhof, oder? Hä? Göschenen, Airolo oder so. Kommt einfach nicht an. Wir sind mitten in dieser Predigtreihe, in der wir deftige und schwerverdauliche Aussagen von Jesus betrachten. Und heute reden wir über die Antwort, die Jesus seinen Jüngern gibt, als sie ihn fragen, warum, Jesus, redest du in Gleichnissen? Warum redest du in Rätseln zu den Menschen? Warum machst du es nicht einfach klar, um was es geht? Und dann sagt Jesus Folgendes. Wir haben es vorhin gelesen. Er sagt, ich rede zu ihnen in Gleichnissen, nicht, weil sie nicht verstehen können, sondern weil sie nicht verstehen sollen. Also Jesus hat ja immer wieder in Gleichnissen gesprochen zu den Menschen, oder? Ihr kennt das vielleicht. Gleichnisse vom verlorenen Sohn, Gleichnisse vom Acker, Gleichnisse vom Weinberg und so weiter. Und oft verwendet er diese Gleichnisse, um Menschen das Reich Gottes zu erklären. Und oft ist da eine Pointe drin, um die Weltanschauung der Zuhörenden herauszufordern. Aber hier sagt er ihnen ganz klar, als er gefragt wird, warum er denn unklar redet, sie sollen nicht verstehen. Matthäus 13, 11 bis 12, ich lese es euch nochmals vor, okay? Einfach, dass wir auf der same page sind, okay? Euch, den Jüngern, ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und wer wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und ich denke mir, was ist los? Jesus, ich verstehe das nicht. Und wenn das nicht schon deftig genug wäre, geht er nochmal tiefer und zitiert Jesaja, ein Prophet aus dem Alten Testament. Er zitiert ihn und es wird beschrieben, wie Gott irgendwie auf seinem Thron sitzt im Himmel und sagt, wen können wir senden? Wer wird für uns gehen? Und dann ist diese berühmte Geschichte, Jesaja meldet sich freiwillig. Kennst du die Geschichte? Ich sagte, hier bin ich, sende mich. Und dann sagt Gott, okay, ich sende dich. Geh jetzt zu diesem Volk und sag ihnen, dass sie nicht hören können. Geh zu ihnen und sag, ihr seid zwar sehend, aber eigentlich blind. Euer Herz ist verstockt. Sag ihnen, ihr könnt mich nicht verstehen. Ich denke mir so, ich bin mir nicht sicher, ob Jesaja sich immer noch freiwillig gemolden hätte, wenn er das gewusst hätte, was er zu sagen hat. Geh und sag ihnen, dass sie nicht können. Sie können nicht verstehen. Sie können nicht verstehen, sie sollen nicht verstehen, damit sie sich nicht umkehren und bekehren und dass ich sie noch heilen werde. Und ich denke mir, ich lese diese Stelle und ich habe mich gefragt, ich habe schon lange nicht mehr so Mühe gehabt mit einer Predigt wie mit dieser. Ich habe gedacht, cool, wir machen eine Predigtreihe, deftig, schwierige Aussagen von Jesus. Die sind alle herausfordernd. Aber ich merke, diese Aussage von Jesus fordert mich unglaublich heraus. Ich habe auch gedacht, also irgendwie ist es auch absurd, Jesus. Jesus, wie kann ich das rüberbringen? Ich habe gebetet, Jesus, wie kann ich den Leuten das erklären? Und dann wird mir plötzlich das Paradoxe an der ganzen Geschichte deutlich. Ich frage Jesus, wie kann ich das deutlich machen und erklären? Etwas, das du gesagt hast, sollen wir gar nicht verstehen. So, wie soll ich jetzt das bitte klar machen, oder? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich challenged dieses Jesus-Wort wirklich. Jesus, du redest mit Absicht rätselhaft, mit Absicht in Geheimnissen, damit die Leute das nicht verstehen.
und sich nicht für dich entscheiden können. Und ein paar Leuten ist es halt gegeben und ein paar Leuten halt nicht. Oder? Und diejenigen, denen es gegeben ist, die haben Glück und die anderen haben halt Pech gehabt. Die können gar nicht anders. Was soll das, Jesus? Rede doch klar. Rede doch Klartext, damit man weiß, auf was es darauf ankommt, dass die Leute entscheiden können, dafür oder dagegen. Wie gehen wir jetzt mit einer solchen Aussage um? Hat jemand einen Vorschlag? Wenn jemand keinen Vorschlag hat, dann kommt jetzt die Band auf die Bühne und wir schließen diesen Gottesdienst. Wir feiern das Abendmahl oder ein bisschen ausgedehnt. Nein, wie gehen wir mit diesem Text um? Oder? Wir haben in den letzten Wochen immer wieder gehört, dass es wichtig ist, dass wir den Kontext berücksichtigen einer Jesus-Aussage. Was steht unmittelbar vorher, was steht nachher und wie ist der gesamtbiblische Kontext damit zu verbinden? Und unmittelbar vor dieser Episode, diesem Text, erzählt Jesus das Gleichnis vom Sämann. Vielleicht kennst du das schon. Jesus beschreibt, wie ein Bauer auf 4 verschiedene Untergründe sät. Er streut die Saat großzügig aus und 3 der Böden bringen keine Frucht. Nur einer bringt Frucht. Das Problem mit den 3 Böden ist, der erste, es fällt auf den Weg, es wird nicht wirklich Erde vorhanden und die Vögel kommen und picken das weg. Der zweite Boden ist die Erde nicht tief genug. Und obwohl die Erde die Saat aufnimmt, wird sie von der Sonne versenkt. Oder der dritte Boden, es fällt in die Erde, es geht auf, aber die Dornen und Disteln ersticken die Saat. Nur ein Boden ist guter Boden und dort entsteht Frucht. 100-fach, 60-fach, 30-fach. Und das ist unmittelbar vor dieser Aussage. Jesus wird nach dieser Aussage gefragt, warum redest du in Geheimnissen, in Gleichnissen? Und dann unmittelbar danach erklärt Jesus den Jüngern, den 12, dieses Gleichnis vom Sämann. Und er erklärt ihnen, was die verschiedenen Böden bedeuten. Die Saat, sagt Jesus, ist das Wort Gottes, das ausgestreut wird und gepredigt wird. Der eine Untergrund, bei dem es auf den Weg fällt und die Vögel kommen, sagt Jesus, sind Menschen, die hören zwar das Wort Gottes, aber der Teufel, der Satan, kommt und nimmt es ihnen wieder weg, bevor es wirklich Frucht tragen kann. Die anderen, bei denen dass die Saatgut auf die Erde fällt, aber die Erde ist nicht tief genug, die nehmen das Wort zwar mit voller Freude auf, es entsteht eine Pflanze, aber die Sonne und die Witterung sind der Druck und die Verfolgung, wenn der Glaube mal was kostet. Sie verlieren dann den Glauben. Die Dritten nehmen es zwar mit Freude auf, aber die Disteln und Dornen, das sind die Sorgen dieser Welt, die Reichtümer dieser Welt, die dann diese Frucht wieder zum Ersticken bringen. Nur der 4. Boden, das sind diejenigen, die das Wort hören und verstehen und die bringen 100-fach, 60, 30-fach Frucht. Und er erklärt ihnen dieses Gleichnis. Er weiht sie ein. Er sagt ihnen, die Leute, die Menge kann das nicht verstehen und sie sollen es auch nicht verstehen. Ihr aber sollt es verstehen. Ich lese euch nochmal vor, Matthäus 13, 16 bis 17. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Und ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach, zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Und während ich so dieses Gleichnis studiert habe und gerungen habe, Gott, warum hältst du Wahrheit zurück für die Masse
und weist nur einen kleinen Teil ein in die Geheimnisse des Himmelreichs. Was soll das bitte sein? Ich habe keine Ahnung, Gott, wieso du das tust, warum machst du das? Während ich das so lese und studiere, ist mir etwas aufgefallen. Ich möchte euch gerne teilhaben lassen an dieser wunderbaren Erkenntnis, okay? Seid ihr bereit? Ja? Seid ihr noch wach? Weil ich weiß, es ist ein schwieriges Thema und vielleicht hängen ein paar ab. Nicht abhängen, genau, also bleibt bei mir. Mir ist plötzlich eingefallen, nur schon der Fakt, dass die Erklärung, die Auslegung dieses Gleichnisses in der Bibel aufgeschrieben worden ist, zeigt schon, dass Gott diese Wahrheit nicht nur für 12 Auserwählte vorbereitet hat, sondern für alle, die lesen und hören können. Also nur schon, dass das in der Bibel steht, die Erklärung, also irgendeiner dieser 12 Jünger, Matthäus wahrscheinlich, hat diese Erklärung dann aufgeschrieben. Ja, also wir behalten das nicht für uns, wir müssen diese Erkenntnis teilen oder wir müssen die Geheimnisse des Himmelreiches teilen mit den Menschen. Nur schon der Fakt, dass es hier aufgeschrieben steht, zeigt, dass Gott Menschen nicht unverständig lassen will, im Dunkeln lassen will, sondern erklären möchte. Das heißt, du hast jetzt die Auslegung dieses Geheimnisses, dieses Gleichnisses gehört und bist automatisch jetzt Teil der Auserwählten. Du kennst die Auflösung, was die Saat bedeutet, was die verschiedenen Böden bedeutet. Und Gott möchte dich nicht im Dunkeln lassen. Gott möchte, dass du verstehst. Gott möchte, dass du Geheimnisse, die er bringt, begreifst. Du gehörst jetzt zu den Privilegierten. Halleluja. Die Band kann auf die Bühne kommen, vielen Dank. Nein, noch nicht. Wir müssen den gesamtbiblischen Kontext betrachten. 1. Timotheus 2, Vers 4. Das sagt ganz klar, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Sag mal alle. Alle. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Alle Menschen sollen gerettet werden. Alle Menschen sollen die Wahrheit erkennen. Alle. Alle Menschen sind auserwählt, das zu erkennen. Alle Menschen. Alle Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wen hat er geliebt? Die Welt, alle, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben findet. Gott hat die ganze Welt geliebt. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und jetzt kommt Jesaja, der von Gott diesen Auftrag bekommt, geh und sag ihnen, dass sie nicht hören können. Geh und sag ihnen, dass sie nicht sehen können. Sag ihnen, dass ihr Herz verstockt ist und sie werden es nicht begreifen, sie werden nicht umkehren können. Und Jesaja, es ist spannend, wenn du liest, wie er reagiert. Er hört das und sagt, Gott, wie lange soll das gehen? Wie lange sollen die unverständig bleiben? Dann gibt Gott ihm eine Antwort, er sagt, bis jeder Baum abgefällt wird. Bis alles kahl geschoren wird, alles wird gefällt, alles, das Gericht Gottes muss kommen, alles muss platt gedrückt werden. Erst dann, und dann bleibt ein kleiner, heiliger Samen übrig. Und weißt du, wovon die Bibel spricht, wenn sie im Alten Testament von diesem einzigen übrig gebliebenen heiligen Samen spricht? Sie redet vom Messias, von Jesus Christus. Das heißt, die Zeit der Unverständnis, die hat ihre Berechtigung. Dass Gott Menschen ihren Verstand verschließt, dass sie nicht begreifen dürfen, ist ein Teil seines Gerichts. Es gehört zu seinem Plan dazu, aber die Zeit des Unverständnisses hat mit Jesus aufgehört. Mit Jesus aufgehört. Und ich bin überzeugt, dass folgende Worte von Jesus für jeden Menschen gelten. Jesus hat gesagt, wer sucht, der findet. Amen. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet.
Ich bin überzeugt, kein Mensch, der sucht, kein Mensch, der wirklich Gott sucht, sagt Gott, ja, nee, dir ist es halt nicht gegeben. Kein Mensch, der anklopft, wird nicht aufgetan. Die Bibel lehrt uns, wenn dir an Weisheit mangelt, bitte Gott um Weisheit und er wird sie dir geben. Und ich möchte uns ermutigen, wenn wir Dinge nicht verstehen mit Gott, dann sollen wir Gott bei ihm fragen, dann sollen wir forschen, dann sollen wir dranbleiben. Wir müssen uns nicht damit zufrieden geben und sagen, ja, mir ist es halt nicht gegeben. Ich gehöre halt nicht zu den Auserwählten. Ich bin halt einer der Person, die Pech gehabt hat, oder? Nein, nein, wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gott bitten, wenn wir diese Story hören, der verschiedenen Böden, diese 4 verschiedenen Untergründe, dass wir Gott bitten, Gott schenke mir einen guten Boden, mach mein Herz bereit, damit Frucht entsteht. Schenk mir Erde, schenk mir Auffassungsvermögen, schenk mir Kapazität, diese Saat zum Wachstum zu bringen. Hilf mir, dass der Druck dieser Welt, wenn Druck kommt, Widerstand kommt, dass mich das nicht abhält, Frucht zu bringen. Hilf mir, dass die Sorgen dieser Zeit, die Reichtümer dieser Welt, diese Frucht nicht ersticken. Hilf mir, dass mir nicht geraubt wird. Schenke mir ein Herz, das bereit ist für dein Evangelium. Und ich glaube, wenn du das Gott bittest, dann wird er treu sein, gerecht sein und dir das schenken. Ich habe zum Schluss 3 Punkte, die mir wichtig geworden sind durch die Auseinandersetzung mit diesem Text. Punkt Nummer 1. Dein Glaube ist ein Geschenk. Bleibe dankbar. Dein Glaube ist und bleibt ein Geschenk. Ich bin überzeugt, jeder Mensch muss sich irgendwann selbst entscheiden, ob er mit Gott leben möchte oder nicht. Jeder Mensch wird damit konfrontiert werden eines Tages. Will ich Gott oder will ich ihn nicht? Will ich Jesus oder will ich ihn nicht? Und trotzdem, auch wenn wir uns entscheiden, ist der Glaube, dass wir das tun können, ein Geschenk. Und das sollte uns dankbar sein lassen. Auch wenn ich überzeugt bin, dass Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird, jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, bleibt es ein Geschenk, ob jemand das begreift. Wenn ich die Erkenntnis zur Wahrheit erlange, ist das nicht geschehen, weil ich so klug bin, sondern weil Gott sie mir offenbart hat. Es ist so spannend, wenn ich zurückreflektiere an meine Zeit vor 17 Jahren, als ich dieses Evangelium zum ersten Mal begriffen habe. Und ich reflektiere, wie ich das meinem Freundeskreis erklärt habe. Wenn ich das versuche nachzuvollziehen, dann merke ich, wie ich heute nach 17 Jahren an einem anderen Punkt bin, auch theologisch, und es anders erklären würde. Diese Dinge, die mich damals begeistert haben und überzeugt haben und die Erkenntnis, die mir vom Kopf ins Herz gerutscht sind, die hat sich verändert. Ich glaube heute anders als noch vor 17 Jahren. Und das zeigt mir, dass die Kraft des Evangeliums nicht einfach logisch hier oben sich vollzieht in deinem Gehirn, sondern vom Hirn ins Herz rutscht. Aber das ist ein Geschenk. Lasst uns dankbar bleiben. Wenn du gläubig bist, wenn du Jesus kennst, wenn du ihn liebst, dann bleibe dankbar, dass Gott dir das geschenkt hat, jetzt schon. Dass du jetzt schon Frucht bringen darfst. Dass du jetzt schon mit ihm unterwegs sein darfst. Ich habe gemerkt, nicht ich habe Gott gefunden, sondern er hat mich gefunden. Ich habe wie gemerkt, nicht ich habe Gott angenommen, er hat mich angenommen. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Das Evangelium ist nicht einfach eine Abfolge von Argumenten, die dann plötzlich Sinn ergeben. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Und ich denke, es ist so wichtig, wenn wir über die verschiedenen Böden sprechen, wenn wir
zu diesem 4. fruchtbaren Boden gehören möchten. Ich glaube, Dankbarkeit ist ein Schlüssel. Dankbarkeit, das zu empfangen. Dankbarkeit, dass ich es empfangen habe. Dass dieser Boden gesund ist. Dankbar sein, dass Gott mich eingeweiht hat in das. Und ich glaube, wenn wir dankbar sind, dann schenkt uns Jesus noch mehr. Jesus hat gesagt, der hat, dem wird gegeben werden. Im Überfluss. Sei dankbar für das. Punkt Nummer 2. Dein Verstand ist begrenzt. Bleibe demütig. Dein Verstand und mein Verstand sind begrenzt. Lasst uns demütig bleiben. Meine Kinder wachsen ja im ICF auf. Die sind eigentlich fast schon geboren, nicht gezeugt, aber geboren im ICF, oder? Und es ist so spannend zu sehen, wie ich merke, was sie mitnehmen an Theologie. Ich habe dann manchmal Gespräche mit ihnen und frage sie, und wie war es heute am Sonntag bei den Kindern, Kinderprogramm? Und dann erzählen sie mir da Dinge. Und das Beste daran ist, meine Kinder sind 6 Jahre, also 7, 5 und 4 Jahre alt. Ich schmeiß mich manchmal weg, wenn meine Kinder theologische Gespräche führen. Und ich beobachte sie und höre ihnen zu, wie sie über Gott reden. Das ist der Hammer. Und dann sagt meine Tochter zum Beispiel, Gott ist so groß. Wir sind da zu 4 am Tisch oder zu 5 und dann sagt meine Tochter, mein Gott ist so groß. Er ist größer als unser Gebäude, größer als der Himmel. Bis höher als die Sterne. Gott ist so groß, sagt meine Tochter. Und er kommt trotzdem zu uns, wenn wir ihn brauchen. Dann sagt mein jüngster Sohn, ja, aber Moment, dann geht ja unsere Wohnung kaputt, wenn Gott zu uns kommt. Dann bricht ja die Decke ein und die Tür. Wie macht Gott das? Und dann sagt meine Tochter, nein, Gott ist so groß, so groß. Und dann sagt mein zweiter Sohn, nein, Gott ist so klein. Und ich schaue ihn so an. Ich höre mir das ja einfach an. Warum? Gott ist so, also ganz klein. Er ist nicht ganz groß, er ist ganz klein. Warum? Ja, weil er wohnt in unserem Herz drin. Und ich muss lachen, weil meine Kinder reden und haben theologische Gespräche über Gott und ich muss schmunzeln. Wie kann das Endliche, das Unendliche jemals begreifen, oder? Und ich finde das so spannend. Letztens hat es mich getroffen. Ich war mit meinen Kindern unterwegs und haben sie wieder über Gott gesprochen und was sie von Gott erwarten, wie sie sein Eingreifen mit dem rechnen und so weiter. Und dann habe ich mich ertappt. Wie ich gemerkt habe, dass ich wie überheblich und von oben herab auf die Theologie meiner Kinder geblickt habe. Gedacht, ja, die werden dann schon noch mehr begreifen. So. Das sind Kinder. Als wüsste ich mehr von Gott. Und es hat mich wie getroffen in dem Moment. Was habe ich das Gefühl, wer ich eigentlich bin? Im Vergleich zu Gott. Also im Vergleich zu meinen Kindern, mein Verstand ist weiterentwickelt, klar. Aber so im Vergleich zu Gott und der ganzen Schöpfung und dem Universum und der Geschichte und alle Regierungen, die jemals waren und all diese Tausende von Menschheitsgeschichten, Jahren. Und ich denke also, ich bin ein kleiner Wurm. Ein kleines Staubkorn. Was habe ich das Gefühl, dass ich Gott mit meinem Hirn, mit diesen 15 Zentimeter oder wie auch immer und 20 fassen kann? Warum habe ich das Gefühl, dass ich Gott mehr begreife als meine Kinder? Wahrscheinlich schon ein bisschen, aber im Verhältnis zu dem, wie er wirklich ist das ein Witz. Das ist ein Witz. Werdet wie die Kinder, sagt Jesus. Wenn ihr das Reich Gottes erben wollt, werdet wie die Kinder. Und dann sagt er an einer anderen Stelle im gleichen Kontext, Matthäus 11, 25 bis 26. In jenen Tagen ergriff Jesus das Wort und sprach, ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen, es Einfältigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Wir dienen einem Gott, der Freude daran hat,
kluge Menschen zu verwirren, um es einfältigen Menschen zu zeigen. Schau, die Wahrheiten Gottes sind nicht schwierig. Die sind nicht kompliziert. Jeder Mensch kann das begreifen. Jeder Mensch. Egal wie einfach dieser Mensch gestrickt ist. Egal wie hoch sein IQ ist. Die Wahrheiten Gottes sind simpel. Am Ende des Tages einfach. Und Gott liebt es, unseren Intellekt herauszufordern und auch zu überspannen, dass ich denke, hä? Wie geht das? Schau, unser Verstand ist ein Geschenk Gottes, versteh mich bitte nicht falsch. Jesus sagt, wir sollen Gott lieben mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und unserem Verstand. Und ich als Kopfmensch, ich liebe es, Gott zu lieben mit meinem Verstand. Ich liebe es, Dinge zu versuchen, zu verstehen, nachzuforschen und so weiter. Aber Gottes Erkenntnis wird nie alleine durch Verstand möglich sein. Nie. Verstand alleine bläht sogar auf, macht uns stolz. Wenn du mit Verstand alleine Gott greifen möchtest, bist du zum Scheitern verurteilt, weil er hat sich entschieden, seine Wahrheit nicht den Klugen zu schenken, sondern den Einfältigen. Denen, die wie Kinder sind, denen, die glauben. Gute Argumente sind wichtig, versteh mich nicht falsch. Gute Argumente sind wichtig, aber sie sind nicht das Entscheidende. Im Johannesprolog, Johannes Kapitel 1 wird beschrieben, es heißt dort, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dieses Wort im Griechischen heißt Logos. Und das heißt dort eigentlich, am Anfang war der Logos. Und der Logos war bei Gott. Und das war für die Griechen damals ein Konzept, ein philosophisches Konzept, ein Begriff, der alle Denkströme in sich vereint. Ein durchdringendes, erhellendes Wahrheitsprinzip, das wir durch Nachdenken und Debattieren schlussendlich fassen können. Oder Sokrates, wir müssen nur genug lange reden und debattieren und diskutieren und dann können wir den Logos begreifen. Dann wird es verständlich. Und dann sagt Johannes aber nein, das Logos wurde nicht zu einer Idee, die wir durch Debatten und Diskurse begreifen. Der Logos wurde Fleisch. Der Logos wurde Mensch in Jesus Christus. Das heißt, Wahrheit wird sich nie vollständig in Debatten und Diskussionen eröffnen. Wahrheit erschließt sich in einer Begegnung. Wahrheit erschließt sich in einer Begegnung mit Jesus Christus. Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, dass du durch Debatten und Diskussionen Menschen nicht zum Glauben führen kannst. Wahrheit ist wichtig, Apologetik ist wichtig, versteh mich nicht falsch. Aber das, was wirklich den Unterschied macht, ist, wenn ich jemandem begegne, wenn ich mit jemandem mitleide, so wie Christus das mit der Welt getan hat. Wenn ich jemanden trage, wenn ich jemanden liebe, wenn ich mit jemandem Gemeinschaft habe. Die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus, und die ist logisch, aber übersteigt die Logik. Deswegen lasst uns dankbar bleiben und demütig bleiben. Und mein letzter Punkt zum Schluss. Dein Gebet und Zeugnis sind trotzdem wichtig. Bleibe gehorsam. Was mich an Paulus fasziniert, der ringt mit dieser Spannung ständig. Wenn du seine Briefe liest oder auch in der Apostelgeschichte, wie er ringt darum, warum erkennen Menschen Jesus und warum lehnen Menschen Jesus ab? Und er entwickelt eine Erwählungslehre, dass gewisse Leute halt erwählt sind, gewisse nicht, aber trotzdem müssen wir glauben und es ist der freie Wille, aber es ist auch doch nicht. Und du merkst, wie Paulus damit ringt und kämpft. Und trotzdem betet er für Menschen, dass sie Erkenntnis bekommen. Trotzdem predigt er das Evangelium. Schau, es ist nicht so entscheidend, wie du über die Erwählungslehre Gottes denkst. Solange du gehorsam bleibst und das Evangelium predigst, kannst du noch denken, wie du willst. Aber sobald deine Erwählungslehre dazu führt, dass du passiv wirst, dann ist etwas falsch.
Weil Paulus hat gerungen. Für Paulus war das nicht ganz klar. Es blieb ein Geheimnis für ihn. Und trotzdem liest du immer wieder, wie er betet für die Christen, wie er betet für die Menschen. Gott, dass die Augen geöffnet werden für die Erkenntnis der Wahrheit, dass ihre Herzen aufgehen, dass sie erkennen die Liebe Gottes. Er betet für die Menschen. Und er predigt die Wahrheit Gottes ständig. Und ob sie jetzt das annehmen oder nicht, ist nicht seine Schuld, seine Verantwortung. Seine Verantwortung ist es, zu beten und zu predigen. Und ich möchte uns herausfordern, das zu tun, dass wir hier wachsam bleiben und weiterhin das Evangelium verbreiten, egal ob wir alles verstanden haben oder nicht, dass wir für Menschen beten. Und ich möchte gerne schließen jetzt, dass wir das tun, dass wir jetzt beten für unser Umfeld. Wir alle haben Menschen in unserem Leben, die nicht gläubig sind, die vielleicht nicht verstehen wollen, aber vielleicht auch aus Gründen nicht verstehen können. Es gibt Hindernisse, die das verunmöglichen, wie auch immer. Und ich glaube, Gebet ist absolut entscheidend. Und ich möchte, dass wir uns jetzt Zeit nehmen für deine Angehörigen, für deine Freunde, für deine Arbeitskollegen, Nachbarn, dass du jetzt einstehst, wir gemeinsam beten für diese Menschen, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Weil Glaube ist ein Geschenk. Glaube ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Wunder. Und du darfst dich gerne einklinken, ich bete gerne vor und du darfst gerne mitbeten für deine Leute, die dir am Herzen liegen. Dass Gott ihnen die Augen öffnet. Und dass diese Erkenntnis nicht warten muss bis zum Schluss, sondern dass das bald geschehen darf. Vater, du siehst jede Person heute in der Halle oder online, die zuschaut. Und du siehst auch alle Kreise, alle Bekanntschaften, alle Beziehungen um diese Personen herum. Und ich bitte dich jetzt, dass du den Personen, mit denen ich unterwegs bin, die Augen öffnest. Dass sie erkennen mögen, wie groß und weit und tief deine Liebe ist. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du diese Erkenntnis schenkst, dass Wunder geschehen werden in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten, dass du Herzen aufweichst, dass du diese Böden vorbereitest, dass wenn das Wort fällt, wenn es gesät wird, dass es Frucht trägt. Weil du möchtest, dass niemand verloren geht, Vater. Du möchtest, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit finden. Und darum bitten wir dich im Namen von Jesus, dass du diejenigen Menschen, mit denen wir unterwegs sind, dass du sie zu dir ziehst. Du hast gesagt, wenn du ans Kreuz gehst, Jesus, ziehst du alle Menschen zu dir. Alle Menschen. Du bist gekommen, dass alle Menschen gerettet werden. Alle Menschen liebst du, nicht ein paar wenig Auserwählte. Alle Menschen. Und darum bitten wir dich, wirk du unter uns. Wirk du durch uns und an diesen Menschen. Amen. Amen. Ich möchte jetzt für ein zweites Anliegen beten, und zwar für Christmas. Am 14. Dezember feiern wir Weihnachten hier in der Lermatt-Halle und wir haben 3 Gottesdienste. Letztes Jahr waren es noch 2. Und diese Gottesdienste sind nicht gedacht für Menschen, die Jesus schon kennen. Wenn du gerne Weihnachten feierst, dann wirst du auch glücklich, weil wir singen Weihnachtslieder. Es gibt Glühwein. Ja, vielleicht gibt es noch andere weihnachtliche Dinge. Aber der Grund, warum wir das tun, der Hauptgrund, warum wir diese Veranstaltung durchführen, ist für Menschen, die noch nicht Jesus kennen. Und deswegen möchte ich dich einladen, dir zu überlegen, wen lädst du ein? Wen bringst du mit? Wir haben immer wieder wunderbare Geschichten von Menschen, die gerade an Weihnachten eine Erkenntnis haben von Jesus. Weil Weihnachten bietet sich einfach an. Die Leute kommen viel eher in die Kirche als unter dem Jahr. Ich möchte jetzt beten für Weihnachten, jetzt schon. Nicht, dass wir eine tolle Weihnachtscelebration haben, sondern dass das ein lebensverändernder Moment sein wird für Menschen, die ihn noch nicht kennen. Okay? Du darfst dich gerne wieder einklinken in mein Gebet. Vater, wir danken dir für diese Halle, für all die talentierten Menschen, die diese
Gottesdienste auf die Beine stellen, aber wir bitten dich, dass das ein Gefäß sein darf in deiner Hand, dass du Menschen zu dir ziehen darfst. Wenn wir das Evangelium predigen, wenn wir es verkündigen, dass dein Geist präsent sein wird, dass dein Heiliger Geist Menschen ziehen wird, Menschen die Augen öffnet, dass Menschenleben für immer verändert werden an dieser Weihnacht, hier in dieser Halle. Wir sprechen das aus im Namen von Jesus, dass Dutzende zum Glauben finden, Dutzende dich erkennen, weil du es schenkst. Und Vater, ich bitte dich jetzt, dass du uns hilfst, durch die Kraft deines Heiligen Geistes, weil du bist der beste Evangelist, Heiliger Geist, dass du uns begleitest und uns wach machst für die Menschen, die du schon auf dem Schirm hast, für die Menschen, die wir einladen sollen. Du bist bei denen schon lange dran. Lass uns Ohren haben und sehen, was du tust, wie wir hier kooperieren dürfen mit dir. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass diese Kirche noch mehr eine Kirche sein darf, in der du Menschen zu Jesus ziehen darfst. Dass wir überrascht sein werden, wie du Augen öffnest, wie du dein Geheimnis nicht für dich behältst, Vater, sondern teilst. Schenk uns die Gunst, das so in Worte zu fassen und schenk uns einfach deine Kraft dazu, deine Weisheit, dass wir dich, Jesus, verkörpern in dieser Stadt, in Sissach, in Lörrach, damit du bekannt wirst, Jesus. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Amen.